Herzlich willkommen zur Sternstunde Religion. Migrantinnen und Migranten mit ihren fremden Religionen und Kulturen sollen sich hier integrieren, hört man immer wieder. Und man denkt dabei meist an Muslime, Hindus und Buddhisten. Was dabei vergessen geht, der größte Teil der Zuwanderer in die Schweiz sind Christinnen und Christen aus den unterschiedlichsten Weltgegenden. Mit ihren Bedürfnissen, Erfahrungen und religiösen Ansichten stellen sie die Kirchen hier vor große Herausforderungen. Welche das sind, darüber spreche ich heute mit meinen 3 Gästen. Das sind Eva Baumann-Neuhaus, sie ist Ethnologin und Religionswissenschaftlerin. Stefan Moll ist Pfarrer bei der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Baden. Und Valentin Kolodoje ist römisch-katholischer Theologe und Priester. Herzlich willkommen Ihnen allen. Danke. Danke vielmals. Herr Kolodoje, Sie wurden in Nigeria geboren. Sie haben Ihre Ausbildung in den USA, in Rom und in Österreich gemacht und leben seit 11 Jahren in der Schweiz. In verschiedenen Gemeinden sind Sie als Priester tätig und vor kurzem wurden Sie in die Bistumsleitung der Diözese Basel berufen. Und es hieß in der Medienmitteilung als erster afrikanischstämmiger Priester. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet, dass für mich es ist eine große Herausforderung. Und zweitens, es ist eine Anerkennung des Bischofs, dass in unserem Bistum gibt es viele neue Migrantinnen und Migrantinnen, die aus Ausländern kommen und dass diese Leute wirklich einen Boden finden könnten im Bistum Basel durch diese Berufung, um zu sehen, sie sind herzlich willkommen, einfach bei uns in der Schweiz und auch in dem Bistum Basel. Was wird Ihre Aufgabe konkret sein als Bischofsvikar? Als Bischofsvikar bin ich ein Stellvertreter des Bischofs in der Region, wo der Bischof mich beauftragt hat, diese Leitungsaufgabe zu nehmen. Das ist die Region St. Urs, umfasst vom Kanton Aargau, Baselland und Baselstadt. Und ich bin mehr oder weniger eine, die bei den Leuten gehen, ihre Anliegen nehmen und zurück an den Bischof bringen und gleichzeitig die Anliegen des Bischofs bringen an die Leute. Und das heißt, bin ich seine Stellvertreter dann in verschiedenen Gremien, in Landeskirchen sowie auch in andere Fachstellen und mit der Zusammenarbeit mit den Theologen und Theologinnen sowie auch in der Pastoralräumen und der Pfarrei in der Region St. Urs. Ich hatte es zu Beginn gesagt, Sie haben nigerianische Wurzeln, haben an verschiedenen Orten auf der Welt studiert und gearbeitet und haben somit verschiedene Migrationserfahrungen. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Ankommen in den USA und was Sie dort für ein Christentum erlebt haben? Ja, ich erinnere mich, obwohl ich damals noch einfach dann 8, 9 Jahre alt war. Und es war so schön. Erstens es war eine neue Welt für mich sowie auch meine Geschwister. Und wir sind dann in die Schule gegangen und wir hatten in eine kleine, sagen wir, kleine Dorf gewohnt. Aber dann haben wir die Schule in Baltimore gehabt. Und es war unsere Erwartungen, dass als wir auch andere schwarzhautfarbige Kinder gesehen hatten, dass sie sollten wirklich mit uns zusammenspielen, wie wir das gedacht haben. Aber es war so, dass sie haben wirklich eine große Distanz von uns wirklich abgelehnt. Es war so klar. Und unsere beste Freundin waren die weiße Kinder, die auch aus anderen Familien kamen und so weiter, die uns herzlich willkommen heißen und haben uns wirklich wahrgenommen und ernst genommen. Das war für mich sehr interessant. Aber auch in der Kirche, es war so, wir hatten wirklich eine kleine Pfarrei in dem Dorf gehabt und zum Glück waren alle Leute zu uns eigentlich so sehr freundlich. Und ich erinnere mich, dass der Priester damals hat uns besonders in der Kirche erwähnt, als wir dort gekommen waren, als eine neue Familie, die in die USA neu gekommen sind und so weiter. Und so hatten wir angefangen, auch in die Schule, auch in der Pfarrei mit anderen Kindern in Baltimore zusammenzuleben. Also es war wirklich so schön. Aber wie ich bereits gesagt habe, wenn man denkt, unsere Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil wir gedacht haben, oh, es gibt auch Leute, die auch gleiche Hautfarbe haben wie wir. Und es wäre schön, mit ihnen zusammenzuleben. Aber es war so interessant, dass
das waren sie eigentlich die Ersten, die nicht mit uns etwas gemacht hatten oder mit uns etwas gemacht haben. Und das war meine erste Erfahrung. Das war ein bisschen ein Schock für mich. Und als Sie dann nach Europa übergesiedelt sind, also in Rom studiert haben und auch in Österreich Ihre Dissertation gemacht haben, wie wurden Sie da aufgenommen? Ja, es war so schon. Ich hatte damals zuerst habe ich in Rom studiert. Das war für mich klar. Ich habe auch in eine Kolleg studiert, wo es gab so viele andere Kandidaten aus anderen Teilen der Welt, Asien sowie auch Afrika und Europa. Und es war ein bisschen etwas anders. Aber in Österreich war auch sehr gut. Also habe ich schon bereits einen Boden gehabt haben, erstens von meinem Leben in den USA sowie auch in Rom, dann in Österreich. Es war sehr gut. Also ich glaube, ich hatte wirklich nur einfach eine positive Erfahrung in Österreich gehabt. Ich habe mit den Jesuiten zusammengearbeitet und gelebt in ihrer Kolleg. Und das war für mich sehr wichtig, das war gut. Und dann sind Sie in die Schweiz gekommen, haben etwa 7 Jahre lang, glaube ich, in der Gemeinde Arbon als Pfarrer gearbeitet und jetzt seit 5 Jahren in Zuchwil, eine Agglomerationsgemeinde in Solothurn mit einem Ausländeranteil von über 40%. Hat Ihnen da Ihre eigene Migrationserfahrung geholfen? Ja, sicher. Das hat mich sehr gut geholfen, weil mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe von Österreich, in Italien sowie auch in Österreich. Es war für mich so einfach, andere Leute, die aus Ausland kommen in die Schweiz, ihre Anliegen zu verstehen und zu verstehen, vielleicht sie haben auch Erwartungen und sie haben auch gewisse Sachen, wo, wenn man nicht mit ihnen darüber spricht oder mit ihnen zusammen schauen, wie das geht, sie sind fast enttäuscht oder sie sind fast irgendwie nicht so gut integriert. Darum es war für mich sehr wichtig. Erstens habe ich von dem Bischof das verlangt, dass ich möchte in eine Immigranten- oder vielleicht in eine multikulturelle Pfarrei arbeiten. Und der Bischof hat das wirklich so gesagt. Also für mich, das war sehr gut, mit diesen Leuten, beziehungsweise die Leute, die kommen und weggehen, mit ihnen zusammenzuschauen, ihre Anliegen zu verstehen. Weil das habe ich selber erlebt. Es ist nicht, dass jemand hat mich erzählt, sondern dass ich selber weiß schon, worum es geht, wenn man von einem anderen Land zu einem anderen kommt und muss schauen, wie es geht. Stefan Moll, Sie sind in der evangelisch-methodistischen Kirche tätig, jetzt in Baden. Sie haben im Vorgespräch noch erwähnt, vorher waren Sie in Gerlafingen, eine Nachbargemeinde von Zuchwil, die auch bekannt dafür ist, dass es einen großen Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund gibt. Und Ihre Gemeinde jetzt in Baden, von der hört man, dass die wirklich unglaublich multikulturell ist und dass Ihnen das ein großes Anliegen ist, diese verschiedenen Herkünfte und kulturellen Eigenheiten auch einzubinden. Wie kommt denn das eigentlich bei Ihren alteingesessenen Kirchenmitgliedern an? Es ist so, dass diese Kirchgemeinde unglaublich offen ist. Und da gibt es bereits eine Kultur vor meiner Zeit, die sehr offen ist für Menschen jeder Art, die kommen. Und die ganze Bewegung, die jetzt bei uns losgegangen ist, hat natürlich schon zu Verlusten geführt auch. Aber es wurde sehr freundlich aufgenommen. Diese Bewegung, Sie sprechen davon, dass es vor allem ab dem Jahr 2015 mit der großen Migrationswelle in dem Jahr eigentlich losgegangen ist. Also 16 sind Migranten gekommen. Woher sind die? Afghanistan, Pakistan, Syrien, Eritrea, Äthiopien, Österreich, Deutschland. Aber vor allem Leute, die Asyl gesucht haben. Und wie binden Sie diese jetzt ein in Ihre Gemeindearbeit? Ja, es ist eher umgekehrt, dass diese Leute binden uns ein. Also sie sind einfach da und wir sind zusammen Kirche und es hat sich einfach so ergeben. Also es gibt kein Konzept oder so. Wir haben hier ein Bild, das zeigt Sie mit Kindern aus unterschiedlichen Herkünften in einem ganz besonderen Setting. Wo ist das? Wir machen einmal im Jahr, haben wir bis jetzt einen Stiftsgottesdienst gemacht auf dem Rhein. Und da sind diese Familien mitgekommen. Wir haben dann natürlich erlebt, wie Familien nachgekommen sind. Und ich liebe diese Kinder, das ist unglaublich. Sie kommen alle aus irgendeinem Land, sind da überwältigt zuerst von der Ankunft in die Schweiz. Tapfere Kinder, ich bewundere die.
Sie haben eingangs etwas von Verlusten gesagt. Ja. Können Sie uns noch etwas ausführen, was das für Verluste sind? Ja, es sind Gewohnheiten. Ich mache ein Beispiel. Also wir feiern immer Erntedankfest und da war so die Gewohnheit, dass am Erntedanktisch die Gaben versteigert werden. Und da gab es einen Running Gag, dass man jedes Jahr irgendeinen Kürbis auf 800 Franken hochgesteigert hat und die Spenden wurden dann irgendwie eingesetzt, oder? Aber diese Gewohnheit, die wird einem überdrüssig, wenn man mit Migranten zusammen Kirche isst, die 9 Franken im Tag haben. Das geht einfach nicht mehr. Und da muss man das loslassen können. Und da gibt es viele solche kleine Sachen. Die Gemeinde hat sich verändert. Die Gemeinde verändert sich weiterhin, gerade mit der Präsenz von Migranten oder von Zugezogenen auch. Wie reagieren denn jetzt noch einmal diejenigen, die jetzt schon lange Zeit bei Ihnen sind? Machen Sie das bereitwillig mit oder sehen Sie sich auch teils etwas genötigt, weil Sie das vielleicht so wünschen, weil es Ihnen ein Anliegen ist? Ich könnte das nie alleine machen und an anderer Stelle würde das so nicht gehen. Es gibt 1, 2 Leute, die nicht mehr in die Gemeinde kommen, denen das Mühe gemacht hat, aber die anderen von der Kirchgemeinde, die freuen sich mit. Am Anfang war es manchmal gewöhnungsbedürftig. Auch da ein Beispiel, wenn jemand kommt und ganz schlecht Deutsch spricht, muss man ein bisschen lernen, wie man miteinander überhaupt reden kann. Und das mussten wir uns alle zusammen gewöhnen. Also mit ganz einfachen Möglichkeiten, einander zu begegnen. Das muss man lernen. Das Weihnachtsfest ist erst gerade ein paar Wochen zum letzten Mal gewesen. Wie verlief das in Ihrer Gemeinde? Ja, es war zuerst ein Kulturschock, weil Maria und Josef vom Krippenspiel, die kamen nicht. Die kamen zu spät, oder? Wir haben in unserer Gemeinde verschiedenen Umgang mit Zeit, oder? Und dann haben wir gewartet, halt, bis Maria und Josef auch wach waren und gekommen sind. Das waren 2 Kinder. Aber es war ein schönes Weihnachtsfest, ja. Was vielleicht ein bisschen speziell ist, wir haben viele orthodoxe Christen auch in unserer Gemeinde und die haben einfach verpasst, dass Weihnachten war. Weihnachten ist ein schlecht besuchter Gottesdienst bei uns, von den Migranten zum Teil, weil sie einfach jetzt diese Woche feiern in der orthodoxen Kirche und einfach nicht daran denken, dass am Mittwoch auch noch Gottesdienst sein könnte. Also Sie bringen die alle irgendwo zusammen. Bei so viel Verschiedenheit können Sie ganz kurz sagen, was ist denn die Gemeinsamkeit in dieser Vielfalt jetzt? Also die eine Gemeinsamkeit ist, dass wir einfach evangelische Kirche sind. Wir machen das einfach und ich bin sehr dankbar gegenüber den Migranten, den Muslimen, den Hindus unter uns, aber auch den orthodoxen Christen, dass sie das einfach so hinnehmen, oder? So. Und die andere Gemeinsamkeit ist schon, dass wir sagen, wir wollen Gemeinde auf Augenhöhe sein, einander gleichwertig begegnen. Und das ist so etwas, das alle wollen und müssen. Es geht nicht, dass jemand andere ausgrenzt. Frau Baumann, Sie sind Ethnologin und Religionswissenschaftlerin und forschen heute am Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut. Zuerst mal ganz kurz, was macht das Pastoralsoziologische Institut? Das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut in St. Gallen macht ganz verschiedene Dinge. In erster Linie beobachten wir die Veränderungen in der religiösen Landschaft in der Schweiz, mit besonderem Fokus natürlich auf dem Christentum und den christlichen Kirchen. Aber wir machen auch Beratungen, die an uns herangetragen werden für kirchliche Organisationen, für kirchennahe Organisationen, für Kirchgemeinden. Wir sind in der Lehre tätig an 2 Universitäten in der Schweiz und wir machen auch Auftragsforschung. Also wir machen Grundlagenforschung zu brennenden Themen, die gesellschaftlich relevant sind, aber auch kirchlich relevant sind. Und wir machen im Auftrag von diversen kirchlichen, nicht-kirchlichen Playern im Umfeld unserer Forschungstätigkeit auch Auftragsforschungen. Die Vielfalt und vor allem auch die kulturellen Facetten der verschiedenen Christentümer in der Schweiz ist noch kein Gegenstand, der schon seit langem beforscht wird. Es sind, glaube ich, erst etwa 10 Jahre, dass hier Forschung betrieben wird. Und über lange Zeit wurde das ausgeblendet. Wir haben einen Zusammenschnitt, der dokumentiert, wie multikulturell und wie farbig auch die Schweizer Christentümer sind.
Ja, Stefan Moll, wenn Sie diese Bilder sehen, sagen Sie, da haben wir in unserer eigenen Kirchgemeinde, bei den evangelisch-methodistischen, haben wir noch weiteren Nachholbedarf? Oder sagen Sie, oh, das geht mir jetzt aber doch etwas zu weit? Nein, das geht mir natürlich nicht zu weit, aber es ist ein anderes Konzept. Es gibt auch in den methodistischen Kirchen gibt es Migrationsgemeinden, Latinos, es gibt koreanische Gemeinden, es gibt eine arabische Gemeinde in Aarau. Unser Modell in Baden ist ein Miteinander-Modell und wir sind sehr evangelisch geprägt. Also der Gottesdienst ist noch nicht so farbig. Ich hoffe, dass wir noch farbiger werden. Wir haben ja jetzt in diesem Einspieler auch gesehen, dass die Migranten sich nicht nur in bestehende Gemeinschaften integrieren, sondern auch ganz eigene Gemeinschaften hier bilden. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Koledoye? Ist es vor allem ein Miteinander oder ist es nicht eher ein Nebeneinander vieler christlicher Gemeinschaften? Ja, ideal wäre, dass man ein Miteinander machen, aber manchmal es gibt auch ein Nebeneinander. Viele Leute meinten, es ist auch schön, wenn es nur einfach ein Nebeneinander ist, damit die Leute auch ihre eigenen Kultur und sowie auch ihre eigenen Talente und wie sie auch Gott nennen oder vielleicht Gott glauben, auch eigentlich noch bringen. Das macht das farbig. Aber bei uns in Zuchwil kann ich wirklich sagen, es gibt wirklich ein Miteinander. Und das ist für mich eine ganz große Chance, die ich sehe, auch für die Zukunft. Weil niemand fühlt sich ausgegrenzt in Zusammenarbeit in den verschiedenen Ebenen. Und darum ist es für mich wichtig, dass die Leute auch sehen, es kommt die Zeit, wo ein Miteinander vielleicht der besten wäre, als nur einfach ein Nebeneinander. Aber beides sind so gut. Ich habe das erlebt, nebeneinander und miteinander. Aber meine Vision und auch meine große Arbeit oder Aufgaben wäre auch in meine neuen Tätigkeiten zu fordern, dass es gibt wirklich so weit wie möglich ein Miteinander. Aber wenn es nicht geht, vielleicht ein Nebeneinander. Was schlimm wäre, ist ein Gegeneinander. Und da denke ich schon, das sollte wirklich nicht passieren. Frau Baumann-Neuhaus, Sie haben verschiedene Forschungen gemacht. Gerade kürzlich ist eine Studie herausgekommen. Da haben Sie vor allem Interviews geführt, Sie haben biografische Arbeiten dokumentiert. Erleben die Migrantinnen und Migranten, die Sie jetzt in Ihrer Studie untersucht haben, erleben die es stärker als Miteinander oder als ein Gegeneinander oder Nebeneinander? Also es ist vorauszuschicken, dass in unserer Studie vor allem Migrantinnen und Migranten der ersten Generation befragt wurden. Und für die ist es, das ist sehr prominent herausgekommen, sehr wichtig, ihren Glauben, ihre Religiosität auch in einer Sprache ausdrücken zu können, die ihnen vertraut ist. Also die Glaubenssprache so ausdrücken zu können, wie man sich gewohnt ist, auch in einer Gemeinschaft, wo man sich zu Hause fühlt, eben in der eigenen Muttersprache, mit den eigenen Riten. Das ist sehr wichtig und aus dieser Perspektive geschaut ist es schon begründet, dass es auch unterschiedliche Migrationsgemeinden gibt, die eben zielorientiert oder profiliert auf eine Sprach- oder Kulturgruppe zugeschnitten ist. Das macht sehr Sinn. Besteht da nicht auch gleich aber die Gefahr, wie es immer wieder heißt, das sind dann eben so Parallelgemeinschaften, Parallelgesellschaften und eigentlich ruft doch die Gesellschaft ständig nach der Integration? Genau das sehen wir, wie Religion sehr schnell unter Verdacht gestellt wird, dass so Bubbles entstehen, so Parallelstrukturen entstehen. Das kennen wir auch aus dem ganzen Diskurs um den Islam und Religion, die jetzt in die Öffentlichkeit zurückkehrt, auch gewissermaßen ist ein problematisches Ding. Und wir haben gesehen in unserer Studie, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Menschen zuerst unter ihresgleichen sein können, eben ihre Sprache sprechen, mit Menschen zusammen sein können, die auch eine ähnliche Migrationsgeschichte hinter sich haben, die eine ähnliche Ausdrucksweise des Glaubens pflegen und dass sie dort eigentlich die Destabilisierung, die sie erfahren in der Gesellschaft, die Entwurzelung, die Entfremdung, die Brucherfahrungen, die sie machen, dass sie dort wieder zurückfinden zu einer gewissen Stabilisierung, sich ihrer selbst wieder vergewissern können
auch Bestätigung kriegen von anderen und aus dieser Schutzsituation heraus gestärkt, dann empowered mit neuen Ressourcen heraustreten können in ihr Alltagsleben. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagen kann, das sind nicht wünschenswerte Entwicklungen. Wenn eine Gemeinschaft zum Beispiel die Umwelt, in der sie lebt, als feindlich empfindet und sich dann abschottet, zurückzieht oder dann einen Auftrag sieht in dieser Gesellschaft, quasi diese Gesellschaft zu verändern, weil sie eben feindlich ist oder falsch ist, dann kann das zu Abschottungstendenzen kommen, die dann auch nicht förderlich sind für die Integration, wo die Leute dann einfach unter sich bleiben. Das gibt es auch. Aber das würde ich jetzt sagen, ist eher selten. Ja. Herr Koledoy, Sie nicken. Kennen Sie diese Situation selbst, wie vielleicht auch gerade eben Religion auch stabilisierender Faktor in der Migrationssituation sein kann? Ja, ich habe meine persönliche Erfahrung am Anfang schon bereits erzählt. Das hat uns wirklich mehr geholfen, dass wir in ein Land gekommen sind, in die USA, wo wir niemanden gekannt haben. Aber durch das Zusammenleben in der Kirche, in der Pfarrei, haben wir wirklich einen guten Boden gefunden, um uns zu stabilisieren. Und das war für uns gut. Und das bleibt auch aus meiner Erfahrung von vielen Leuten, die ich auch gekannt habe in den letzten Jahren. Zum Beispiel so viele Kinder, die auch bei uns ministrieren und so weiter. Haben sie wirklich mehr in der Schule, sowie auch in der Pfarrei, mehr Möglichkeiten gehabt, um sich zu integrieren, als in andere Phasen oder in andere Möglichkeiten in der Gesellschaft. Und darum sehe ich die Kirche oder zum Beispiel die Pfarreien als eine Gesellschaft, wo man, wenn man bereit ist, miteinander zusammenzuarbeiten, dann hat man wirklich, was fehlt als Ausländer. Man hat das wirklich mehr oder weniger gefunden. Oder? Man fühlt sich nicht mehr fremd. Man fühlt sich nur einfach als Teil dieser Gemeinschaft. Und das für mich steht als eine hohe Priorität in die Integrationsprozesse. Herr Moll, Herr Koledoy hat jetzt gerade betont, wie wichtig Gemeinschaft ist. Religion und Gemeinschaft gehören sicher eng zusammen. Aber ich hätte jetzt irgendwie noch erwartet, dass wahrscheinlich die Glaubensfrage an sich auch noch im Zentrum steht. Jetzt haben Sie eben angedeutet, dass auch Andersgläubige, also beispielsweise Muslime, zu Ihnen kommen, die jetzt nicht den christlichen Glauben in dem Sinn teilen, ihm auch nicht ganz fremd sind, aber ihn sicher nicht so explizit teilen, wie das Ihre Auffassung ist. Was suchen denn die Muslime bei Ihnen? Ich denke, dasselbe wie auch in Migrationsgemeinden. Es gibt der Wunsch nach Anerkennung, das ist ganz wichtig. Leute, die in die Schweiz migrieren und Asyl stellen, die sind einfach mal 3 Jahre überflüssig. Das ist ganz brutal, dieses Asylverfahren. Und die Anerkennung an einem Ort gebraucht und gewollt zu sein, ist ganz wichtig. Und die Gemeinschaft spielt eine Rolle, aber dann auch Muslime beten in unserer Gemeinde, sie beten mit uns und das Spezielle, das Besondere spielt dann eine weniger Rolle. Es gibt Schnittmengen zwischen den Religionen. Es gibt auch immer wieder Muslime, die ihren Rosenkranz beten, so eine Kette haben. Einer meiner Lieblingssätze aus unserer Kirchgemeinde hat mit dem Abendmahl zu tun. Wenn Muslime sagen, ich kann heute nicht zum Abendmahl kommen, es ist Ramadan, oder? Ja, also ich finde es sehr speziell. Ich bin selbst Muslim und ich könnte mir nicht vorstellen, überhaupt zum Abendmahl zu gehen. Also ich finde das sehr besonders, dass diese Muslime das machen und auch, dass sie hierbei zulassen. Aber doch noch einmal die Frage, wie stark spielt für Sie denn Ihr christliches Glaubensverständnis eine Rolle, um überhaupt Gemeinschaft zu bilden? Also zuerst muss ich mal sagen, wir sind und wir bleiben Christen und sogar evangelisch geprägt. Das können wir nicht einfach weglegen. Aber dann ist es ja ein Kern des christlichen Glaubens, dass der Tisch weit ist. Jesus ist immer mit jenen Leuten zusammengesessen, die nicht willkommen waren, die nicht am Tisch waren. Und ich sage, wir können nicht Kirche sein, wenn andere Menschen nicht da sind. Wir brauchen die Alten, wir brauchen die Kinder, sonst sind wir unvollständig. Wir brauchen die Fremden, wir brauchen die Hungernden. Das ist die Kirche. Wie stellen Sie sich denn manchmal auch etwas dem Verdacht aus, dass Sie missionarische Absichten haben, wenn Sie Andersgläubige
in dem Maß zulassen, wie Sie es jetzt eben beschrieben haben? Es ist ein Unterschied, ob ich das zulasse. Wir sind einfach offen und freuen uns um Menschen. Ich kümmere mich nicht so darum. Also wir versuchen nicht da irgendwie missionarische Absichten zu leben, sondern wir sind einfach da. Und ich kehre die Sache eben um. Ich hoffe und wünsche, dass Migranten dankbar sind, dass sie in unsere Kirche kommen können. Aber das Entscheidende ist, wir Schweizer, wir Einheimischen, wir sind angewiesen auf diese Leute. Da kommt etwas Größeres auf uns zu, das für uns ganz wichtig und wertvoll ist. Inwiefern angewiesen? Ja, wir haben unseren Schweizer Horizont, wir haben unsere kleine Welt und da kommt eine neue Welt. Und wir lernen von Migranten, wie das Leben und auch der Glaube noch anders sein kann. Mit einer AHV, mit einer Pensionskasse, mit Versicherungen ist der Glaube längst nicht so existenziell, wie wenn man jeden Tag auf die Wegweisung wartet. Das sind einfach da glaubt man anders. Migranten sind mir zum Vorbild geworden. Mhm. Frau Baumann, Sie haben jetzt auch gerade sehr genau hingehört, habe ich gemerkt. Sie haben in Ihrer Studie diese Befragungen gemacht. Da merkt man schon auch dieses teils sehr andere Verständnis von christlicher Überzeugung, die ja manchmal auch kollidieren oder das auch manchmal kollidiert in unserer Gesellschaft, die ja sehr säkular ist, bei der Glaube eher Privatsache ist. Wie erleben denn diese Menschen das hier so? Also eben, wenn Sie natürlich sich in Migrationsgemeinschaften aufhalten, die Ihrem Stil, Ihrer Sprache, Ihrer Kultur entsprechen, dann merken Sie das vielleicht nicht so sehr. Aber wenn es dann, eben wie Sie das angesprochen haben, in eine Zusammenarbeit kommt mit örtlichen Vereinen oder Kirchgemeinden oder wenn eben Kirchgemeinden selber multikulturell sind, wie Sie das jetzt angesprochen haben, dann kann das schon zu Konfliktzonen und gegenseitigem Unverständnis kommen. Und ich wollte Sie noch fragen eigentlich, Sie haben ja gesagt, Ihre Gemeinde war schon sehr offen, als Sie dort als Pfarrer angefangen haben. Und offensichtlich, und das zeigen auch unsere Studien, braucht es spezielle Kompetenzen von Gemeinden, um eben sogenannte Fremde auch willkommen heißen zu können, ihnen die Türen zu öffnen, sie aufzunehmen, ihnen eine Heimat oder ein Zuhause zu geben. Und diese Kompetenzen scheinen bei Ihnen als Pfarrer und bei Ihnen auch als Kirchgemeinde vorhanden zu sein. Aber mich würde schon noch Wunder nehmen, haben Sie einen Überblick, wie lange die Leute etwa bei Ihnen bleiben? Weil es sind ja vor allem Asylbewerber, Bewerberinnen und nicht Leute, die jetzt ein Asyl haben, also eine Aufenthaltsbewilligung haben oder aus europäischen Ländern stammen, vor allem aus Drittstaaten kommen und auch einen großen Bedarf haben an Aufnahme und an Zuwendung und an Hilfestellungen. Wie lange bleiben die Leute so bei Ihnen? Also die Leute aus meiner Kirche sind seit 3 Jahren ungefähr da, ja. Zum Teil 2 Jahre oder 1 Jahr. Es gibt Gründe, dass Leute weggehen. Ein Grund ist, dass sie einfach eine Wegweisung haben und die Schweiz verlassen müssen oder einfach in irgendein Aargauer Dorf verpflanzt werden, wo sie einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben zu kommen. Es klingt ein bisschen blöd, aber für uns ist ein großes Problem, die Leute in die Kirche zu kriegen. Und zwar nicht, weil sie nicht, die wollen kommen, aber sie können nicht, oder? Also wir suchen noch Transportmöglichkeiten, das ist ziemlich komplex. Es gibt Leute, die wegbleiben, auch weil sie sesshaft geworden sind. Das ist ein Teil, das ist etwa 1/3 der Leute. Sie bekommen eine Stelle, sie haben ihr Leben, die Familie ist da, sie haben einen geregelten Aufenthaltsstatus und kommen dann nicht mehr. Ja. Viele bleiben. Sie haben, Frau Baumann, eben gesagt, es kann eben auch zu Konflikten kommen. Ich stelle mir vor, es gibt ja auch durch diese andere Prägung in diesen Herkunftsstaaten, in Lateinamerika beispielsweise, in Südostasien beispielsweise, auch in Afrika, noch andere Vorstellungen von zum Beispiel zu der Frage der Geschlechtergleichstellung, der Homosexualität, der Abtreibung und so weiter. Wie gehen die Menschen hier, und zwar sowohl die Zugewanderten wie auch die hiesigen Leute, mit diesem Konflikt um, mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen zu den aus heutiger Sicht für unsere Gesellschaft zentralen Fragen?
Ja, da hört man viele Geschichten. Ich war vor ein paar Wochen an einer Weiterbildung beteiligt und da waren auch Leute aus der Praxis da und da waren katholische Missionare da, also die eine Migrationsgemeinde betreuen und da war eine Frau da, die in der Seelsorge in der Ortspfarrei tätig ist und die müssen zusammenarbeiten. Und sie war sehr wie soll ich sagen, nicht gerade aufgebracht, aber es beschäftigt sie sehr, dass sie als Frau von ihrem katholischen Missionar, die zusammenarbeiten sollten, nicht akzeptiert wird als Persönlichkeit, die auch führen kann und die Aufgaben übernehmen kann in der Pfarrei. Also das gibt schon Reibereien in dieser Hinsicht, weil da gibt es unterschiedliche Kirchenverständnisse, unterschiedliche Amtsverständnisse. Was hierarchische Kirchenführung anbelangt, gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt auch unterschiedliche Frömmigkeitsstils. Es gibt Leute, die lieben das traditionelle, rituelle, das immer schon so war, und es gibt Leute, die sind halt mehr enthusiastisch unterwegs, wollen neue Formen ausprobieren, haben andere Rituale, die sie sich gewohnt sind und so weiter. Und auch das ist nicht einfach. Herr Kolle-Doyle, wie erleben Sie das in der Praxis? Da wird es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen geben. Vielleicht auch die Frage, wie wachsen Katholiken denn überhaupt in Nigeria auf als Minderheit in der Minderheit? Also Nigeria ist leicht mehr als die Hälfte muslimisch, die andere Hälfte christlich, aber die Katholiken sind in der Minderheit. Also es gibt einen größeren Prozentsatz an Reformierten. Wie ist das? Ja, es gibt überhaupt keine Reformierte. Es gibt nur einfach die Katholischen, es gibt die Anglikaner, es gibt die Methodisten und so weiter. Aber bei uns ist die Reformation nicht wie in Europa ist und so weiter. Aber natürlich, es gibt bis dahin eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen den Muslimen und den Christen. Von der Kultur her, es gibt Familien, wo es gibt Ehepaare, die aus ein Teil ist aus dem muslimischen Glauben und der andere ist aus dem christlichen Glauben. Und wenn es ein Fest in der kirchlichen ist, gehen sie alle, die Muslime auch in die Kirche. Und wenn es auf der Moschee ist, dann gehen sie alle zusammen dort. Sind Sie auch so aufgewachsen? Bevor so bin ich auch aufgewachsen. Es gibt auch Teile meiner Familie, die auch Muslime sind. Und auch in der Schule damals, es war verpflichtet, dass wir eigentlich die beiden Religionen lernen für 6 Jahre. Also die 1. bis die 6. Klasse mussten wir verpflichtet, die beiden Religionen zu besuchen. Die christliche Religion sowie auch die muslimische Religion. Darum kann ich sehr gut die muslimische Gebete eigentlich auch aussprechen, problemlos. Ich habe das gelernt von der 1. Klasse bis die 5. Klasse, bevor wir emigriert worden sind. Und darum, für uns ist wirklich etwas anderes. Aber leider in den letzten Jahren muss man auch feststellen, dass leider ist Politik reingekommen in die Religion. Und darum gibt es vielleicht jetzt eine Spaltung zwischen den Muslimen und den Christen und so weiter, bis dass wir heutzutage eine Terroristengruppe sogar auch in Norden Nigeria auch haben. Aber damals etwas wirklich anders. Trotzdem, ich muss sagen, bis heute ist Religion keine große Probleme unter den Muslimen und den Christen in Nigeria. Dass eine Minderheit ist und die andere eine große Einheit ist, das spielt keine Rolle. Es ist nur einfach eine Sache, der Nordenteil Nigeria ist Muslime und die Südenseite sind nur einfach Christen. Aber sie arbeiten zusammen und sie leben miteinander. Das ist die interreligiöse Situation. Ich gehe jetzt noch mal zurück zu Ihnen, Herr Moll, in Ihrer Gemeinde. Wie gehen Sie bei sich um, wenn es da ganz fundamentale Unterschiede gibt in Werthaltungen zu diesen Fragen, eben Geschlechtergleichstellung, Abtreibung, Homosexualität, ist gerade auch ein Thema in Ihrer Kirche, die nachhaltig wirkt. Also in unserer Kirchgemeinde haben wir einen langsamen Weg. Wir arbeiten mehr und mehr mit den neuen Leuten, mit den Migranten zusammen. Und dann kann sich das entwickeln. Und ich getraue mich schlicht und einfach nicht, über Sexualität zu predigen zum Beispiel. Ich habe sogar Predigten geschrieben, mal für einen Wettbewerb. Ich habe sie auswärts gehalten, aber nicht in meiner Gemeinde. Und zwar, ich
habe meine Sprache, wie ich darüber reden kann, aber ich habe unglaublich Angst, dass ich Leute beschäme, die da sind, die diese Sprache nicht teilen können, wo die Offenheit anders ist. Ich habe keine Ahnung über die Art und Weise, wie in anderen Kulturen Sexualität gelebt wird. Und ganz ehrlich bin ich dankbar, einen Raum zu haben, wo man nicht über alles reden muss. Frau Baumann, Sie haben ja eben schon auch gefragt, woher eigentlich diese Kompetenzen auch kommen, also diese interreligiösen oder auch innerreligiösen Dialogskompetenzen. Wie sieht das überhaupt grundsätzlich in den Kirchen aus? Diese große Migrationssituation, die so herausfordernd ist, die verlangt ja auch in den Kirchenleitungen, in den Strukturen danach, dass es Leute gibt, die eine Ahnung davon haben, mit Unterschieden und mit Diversität umzugehen. Wie erreichen die Kirchen, dass sie da ihre Kompetenz überhaupt erlangen? Also da gibt es unterschiedliche Erfahrungen natürlich mit der Migration bei den großen christlichen Kirchen in der Schweiz. Die katholische Kirche, die hat eigentlich die Migration immer schon mitgenommen. Sie ist Weltkirche und sie hat mit der Gastarbeiterbewegung in den 50er, 60er Jahren begonnen, diese Missionen zu gründen. Im Hinblick darauf, dass die Leute ja wieder nach Hause gehen und dass sie hier quasi eine Heimat haben unter Landsleuten. Und also vielleicht präzisieren Sie, sprechen von den schweizerischen Missionen, also die Missione Cattolica beispielsweise. Genau, oder die spanischen, eritreischen heute und viele, viele mehr. Es gibt heute über 100 Missionen unter dem Dach der katholischen Kirche der Schweiz. Die evangelisch reformierte Kirche hat hier ganz andere Situation. Sie hat selber nur etwa 10% Menschen mit Migrationshintergrund unter ihren Mitgliedern. Davon sind die Hälfte eingebürgert. Und im protestantischen Umfeld hat man halt selbstorganisierte Gemeinschaften. Also da gibt es viel mehr ein Nebeneinander, wobei ich nicht sagen möchte, dass in der katholischen Kirche mehr ein Miteinander stattfindet. Das ist einfach strukturell anders organisiert. Aber das Miteinander ist eigentlich auf beiden Seiten die gleiche Herausforderung. Und das Thema Migration ist für beide Kirchen ein sehr großes. Also und das ist natürlich eine große Chance, wenn eine Kirche weltweit organisiert ist und diese Verbindungen automatisch sind. Das sind wir ja auch, oder? Ja. Und das öffnet einfach, das gibt eine Grundkultur, wo man anderen begegnet. Wobei man auch nebeneinander her funktionieren kann. Kann man. Man muss aber nicht. Nein. Vielleicht, dass wir mal noch eine Zahl ins Spiel bringen. Ich glaube, 40% der zugewanderten Christinnen und Christen sind Katholiken. Das heißt, die gehören unter das Dach der katholischen Weltkirche. Und das korreliert ja auch mit der Tatsache, dass der größte Teil der Zuwanderer bei uns aus Deutschland kommt. Also aus EU- und EFTA-Ländern, und Spanien, Portugal und so, und Deutschland. Ja. Werden denn die Deutschen eigentlich auch als Migrationskirchengänger bezeichnet? Oder haben wir da so eine Vorstellung, dass das nur Leute mit anderen Sprachen und ganz anderen Kulturen sein sollen? Ja, korrekt gesprochen sind das natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn sie sich in einer lutherischen Kirche aufhalten, de facto auch. Aber man nimmt das in der Alltagswahrnehmung nicht so wahr, natürlich. Ja. Und nochmal zurück zu den Kompetenzen. Ja, also diese Erfordernis, dass Kirchenleitungen heute vermehrt interkulturelle Kompetenzen haben müssen. Woher bekommen Sie, wie läuft das bei Ihnen ab? Haben Sie Weiterbildungen? Gehen Sie, zu Leuten aus dem interreligiösen Dialog, die vielleicht da schon Erfahrungen haben? Wo beziehen Sie Ihre Kompetenzen her? Ja, natürlich. Es gibt bei uns viele Angebote für obligatorische Weiterbildungen für unsere Leute. Aber es gibt auch die Zusammenarbeit in der Ökumene, die eigentlich auch viel hilft in diesem Zusammenhang, dass man versteht schon die Unterschiede in der verschiedenen Gruppierungen und sowie auch der Religionen und so weiter. Aber mehr ist, ich glaube schon, erstens ist die obligatorische Weiterbildung, sowie auch Erfahrungen, oder? Dass man lebt und dass man das kann wirklich auch so viel gewinnen. Und nehmen Sie denn, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, das gewöhnliche Kirchenvolk, die eingeborenen Schweizerinnen und Schweizer, die ja meistens auch älter sind, die Kirchgängerinnen und Kirchgänger, nehmen Sie die problemlos mit in diesem Anliegen, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben? Was ich bis jetzt erlebt habe,
beziehungsweise in Zuchwil, ist etwas anders. Frau Baumann hat schon bereits gesagt, das ist schon angefangen in den 50er Jahren. Oder? Also ich habe das nicht aufgebaut. Es war schon da in den letzten Jahren, dass Zuchwil eine multikulturelle Verein ist. Und bei so vielen Leuten, die ich jetzt getroffen habe, in meinen Tätigkeiten dort in den letzten 5, 6 Jahren, sind Leute, die schon daran gewohnt sind, mit Leuten aus Ausländern zusammenzuarbeiten. Also kann ich sagen, sie nehmen das automatisch. Es gibt bei uns zum Beispiel keine große Mühe, wann oder wie die Missionen ihre Sache machen muss oder so, oder ein Entgegenkommen mit Infrastruktur, mit verschiedenen Angeboten, die immer noch von den heimischen Kirchengänger oder vielleicht sagen wir die Zuchwilerin selber eigentlich regiert in der Kirchengemeinderat. Das ist automatisch und das geht eigentlich, funktioniert gut. Aber dank, wie Frau Baumann gesagt hat, zu diesem schon bereits Programm, die man in den letzten 50, 60 Jahren schon in der Schweiz erlebt haben. Also es ist für uns auf der katholischen Ebene so einfach in vielen Orten. Aber das heißt nicht, es gibt nicht Orten, wo Herausforderungen geben. Oder? Das muss man auch sehen. Dass es gibt Orte, wo es gibt mehr oder weniger Herausforderungen, die ich als Chance nehme. Ich sehe das für mich, ich werde das nicht als Probleme eigentlich nennen, sehe ich wirklich als eine Herausforderung, eine Chance, wo 2 verschiedene Gruppen eigentlich einander kennenlernen müssen und vielleicht nebeneinander zusammen etwas auch erreichen. Also Rom wurde nicht auf einen Tag aufgebaut und ich nehme an, auch diese Sache, auch wenn es ist 50 Jahre, scheint wie es ist eine lange Zeit, aber ich glaube schon, es braucht noch mehr Zeit, bevor wir wirklich die Früchte eigentlich auch sehen. Aber es funktioniert. Der Boden, das Fundament ist schon da. Jetzt gibt es aber auch noch die umgekehrte Situation. Ich stelle mir vor, ein Urner Bergdorf, der neue Priester, der kommt, stammt aus Polen, ist ganz anders sozialisiert, spricht die Sprache Hochdeutsch, aber halt eben nicht Schweizerdeutsch. Eine völlig andere Lebenskultur, da gibt es Reibereien. Ja. Wie erleben Sie das? Ja, haben Sie Rückmeldungen da? Wie geht man dann um? Ja, so viele Erfahrungen habe ich nicht auf dieser Ebene. Ich habe mitbekommen, ich habe gehört, dass in verschiedenen Orten gibt es solche Situationen. Aber es ist klar, Frau Baumann hat schon bereits betont, die Kirchenstruktur in der Schweiz ist etwas ganz anderes. Ich glaube, es gibt nur einfach in der Schweiz solche Struktur in der ganzen Welt. Aber es ist wirklich für mich, wenn ich an der Stelle für einen Priester wäre, für mich das wäre eine Chance, etwas kennenzulernen, mich auf diese Richtung zu gehen und so viel zu gewinnen. So habe ich mein Leben bis jetzt gestaltet. Und das hat mich sehr gut geholfen. Also ich kann nur einfach das empfehlen und das wäre auch meine Aufgabe, auch als Bischofsvikar, diese Priester, wenn sie kommen, vielleicht ihnen zu ermutigen, anders zu sehen, als was sie gekannt haben. Es ist nicht so einfach. Wie haben die Leute auf Sie persönlich reagiert? Hatten Sie wirklich immer nur positive Erfahrungen? Gab es nicht auch die Skepsis? Ja, es gibt auch, natürlich. Ich erwarte auch, wenn ich auch in Nigeria arbeiten würde und ich in Norden Nigeria gehe zu arbeiten, werde es genauso sein, dass die Leute werden ein bisschen am Anfang sagen, oh, er ist aus Süden. Sie nehmen das nicht so automatisch und sagen, ja, er ist einer von uns, wir machen das perfekt. Also das ist mir ganz bewusst. Es ist klar, es gibt Leute, die sagen, ja, wir schauen. Und das ist genau so. Aber ich glaube, wenn man das als eine Chance annimmt, dann kann man so viel gewinnen. Als wenn man das als eine Stein auf dem Weg sehe, dann hat man verloren. Also für mich, es gibt Skepsis, natürlich. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht gekommen, um ihre Kultur zu ändern. Ich bin gekommen, um in ihre Kultur etwas beizutragen, mit ihnen zu lernen, so viel zu gewinnen und so weiter. Also der Anfang kann so schwierig sein, aber später kann man so viel gewinnen. Also ich nehme an, die Leute, die bis jetzt skeptisch mir gegenüber waren in Zuchwil, sind jetzt auf mich begeistert. Also, aber das ist natürlich ein bisschen ein anderer Aspekt dieser migrantischen Frage, weil wir wissen ja, dass die katholische Kirche einen Priestermangel hat und halt ausländische Priester rekrutiert und sie kommen dann hier
im Auftrag der katholischen Kirche. Und selbstverständlich ist das nicht die gleiche Art von Migration wie Leute, die kommen, weil sie flüchten müssen oder weil sie arbeitsbedingt in ihrem Heimatland keine Zukunft haben und ein besseres Leben suchen. Das gibt also diese Priester kommen schon in eine Struktur, die sie in einen umgibt. Auftrag und an diesem Ort zu wirken und zu dienen und sich dann auch einzufügen. Natürlich das eigene auch mit einfließen zu lassen. Aber das ist schon nicht ganz dieselbe Dimension der Migrationsfrage als eben im Bereich, wie Sie das erleben. Die Migration ist unglaublich vielschichtig. Und es gibt so viele Motivationen, in die Schweiz zu kommen oder aus der Schweiz auszuwandern. Das ist ja unglaublich. Auch Touristen wären ein Thema. Arbeitsmigranten oder eben Asylsuchende, ganz verschiedene Situationen. Sie haben noch gefragt wegen der Weiterbildung. Die gibt es bei uns nur punktuell. Und wir haben uns gesagt, wir lernen miteinander in der Kirchgemeinde. Und unsere Art, wie wir das machen, ist, dass wir Verantwortungen gemeinsam wahrnehmen. Also es war vor 3 Jahren waren da klare Abmachungen, wer da was macht, und wir haben immer mehr Migranten, Asylsuchende in die Verantwortung hineingenommen. Wenn ich Ferien habe, kann ich also im Moment von 2 Asylsuchenden vertreten werden, die Gottesdienste leiten und mich vertreten können. Einer hat jetzt ein B, der ist schon 5 Jahre in der Schweiz ungefähr, ein Ägypter, und jemand kommt aus Äthiopien, ist 3 Jahre in der Schweiz und immer noch im Asylverfahren. Und uns ist es ganz wichtig, dass wir so miteinander Kirche sind und auch die Verantwortung, die Gestaltung der Kirchgemeinde so gut es geht teilen. Der interreligiöse Dialog in der Schweiz, der ist ja hat eine relativ lange Tradition inzwischen zwischen Christentum, Judentum, Islam, Hinduismen auch und Buddhismus. Ist es nicht auch eine Idee, dass sich jetzt die Kirchen aus den Lehren und Konsequenzen und Schlüssen, die in diesem Dialog bereits vorhanden sind, dass sie da sozusagen eine Quelle sehen und sich dort bedienen? Ja, einerseits eine Quelle und andererseits eine Herausforderung, die nicht immer sehr willkommen ist. Weil wenn man sich gewöhnt ist, dass man das Monopol hatte, auch die Deutungsmacht hatte und auch das Geld, über das Geld und die Strukturen verfügt, und plötzlich muss man da auf Augenhöhe miteinander zum Beispiel pastorale Pläne ausarbeiten oder das Geld anders verteilen oder sich darüber unterhalten, wie man theologisch zu gewissen Fragestellungen denkt, dann ist das für die einen natürlich eine tolle Herausforderung, auch eine Lernchance. Und man sieht natürlich auch in vielen Migrationsgemeinden, wie der Glaube vital gelebt wird. Und da gibt es auch ein bisschen so ein neidisches Auge auf diese Gruppierungen. Die haben oft auch eine jüngere Altersstruktur als die einheimischen Ortspfarreien oder Kirchgemeinden. Also man möchte da schon auch profitieren und Potenzial abschöpfen. Aber wie weit das dann geht, auf Augenhöhe, da gibt es, glaube ich, noch nicht so viel Übung drin. Und da muss man Schritte gehen und lernen und ja, Konflikte nicht scheuen auch und Konflikte austragen. Ja. Wie verändert sich das dann mit der zweiten Generation? Sie haben ja eben gesagt, Sie haben vor allem die erste Generation jetzt erforscht. Aber weiß man schon etwas, wie die zweite Generation damit umgeht? Ja, es gibt so Vermutungen, dass die zweite Generation sich eher einfügt in die Schweizer Gesellschaft und dann das Mainstream-distanzierte Verhältnis zu kirchlichen Institutionen übernimmt. Es gibt andere Studien, die sagen, ja nein, der transnationale Einfluss ist viel stärker, als wir angenommen haben, und das wird manchmal dann in der zweiten Generation noch fast verstärkt, dass man sagt, man will wieder so glauben, wie die Eltern das nicht mehr geglaubt haben und ein bisschen noch radikaler wird. Also da haben wir einfach noch zu wenig Forschung darüber. Aber was die Gemeinschaften anbelangt, da sieht man gerade im katholischen Setting, dass es Migrationsgemeinden gibt, die vereinen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertgeneration, die italienischen Missionen zum Beispiel. Also das Bedürfnis, unter sich zu sein und auch das Kulturelle und das Sprachliche zu pflegen, das ist vorhanden. Die Leute sind längst integriert, aber in Sachen Religion und Glaubensausdruck will man dann trotzdem das eigene weiterpflegen. Und das entspricht auch einem modernen Verständnis. One fits for all, das gibt es nicht mehr. Und man integriert sich nur
segmentär oder temporär hier und verändert es wieder. Und man sucht Gemeinden und Gemeinschaften, wo man unter sich eben das teilen kann, was einem wichtig ist. Und auch die Ausdrucksweise, der Stil passt. Und das sieht man auch in der Schweizer Bevölkerung. Das ist zunehmend so. Und da gibt auch die Schweiz einen Boden, eine Möglichkeit für das. Sie erleben ja das in Ihrer Kirchgemeinde auch zum Teil so. Sie haben keine festgelegten Mitgliedschaften zwingend. Das heißt, Leute können kommen, teilnehmen, solange es ihnen beliebt, und können dann auch wieder gehen oder sich anderswohin orientieren oder an verschiedenen Orten auch gleichzeitig sein. Finden Sie das irgendwie störend oder sagen Sie, besser kommen Sie punktuell zu uns als überhaupt nicht? Also gut, wir haben natürlich klare Mitgliedschaftsstrukturen, das wäre auch gewünscht. Nur funktioniert das in unserer Situation im Moment überhaupt nicht. Also wenn Migranten frisch in die Schweiz kommen, wir wollen gleich Namen und Adresse und Telefonnummer notieren und den Pass sehen, also das macht ja nur Angst, oder? Ja. Und diese Frage habe ich lange zurückgestellt. Ich weiß heute nicht so ganz genau, wer zu meiner Kirchgemeinde gehört und wer nicht. Und es ist mir ziemlich wohl dabei eigentlich. Ich möchte einfach noch auf das, was Sie gesagt haben, reagieren. Es gibt auch die umgekehrte Erfahrung. Jemand aus unserer Kirchgemeinde leitet nebenher eine Amarisch-Gemeinde in Zürich aus Äthiopien. Und die sagen, unsere Kinder haben kein Interesse mehr, die gehen weg. Die sind in der Schweiz zu Hause. Und sie sagen, damit wir als Kirchgemeinde überleben können, müssen wir Anschluss an eine Schweizer Gemeinde finden. Das ist auch eine Erfahrung. Genau. Und dann gibt es noch eine weitere Dimension, ich kenne zum Beispiel in Solothurn eine portugiesische Gemeinde auch aus der methodistischen Kirche, wo auch Schweizer und Schweizerinnen dahin gehen, weil die eben als Einheimische in ihren heimischen Kirchen sich nicht mehr zu Hause fühlen und das als Alternative betrachten. Und das gibt einfach da so Hybride und Vermischungen auf alle Seiten hin. Also gerade über die katholische Kirche heißt es ja immer wieder, die besteht ja hauptsächlich nur noch in Anführungszeichen dank der Migranten. Das kann ich nicht so bestätigen oder das will ich auch nicht so betrachten. Weil ich glaube schon, ja, natürlich, es gibt eine lebendige Kirche, sonntagliche Leben dank der Immigranten. Aber das heißt nicht, dass in vielen Pfarreien, es gibt noch Leute, die auch die Kirche besuchen am Samstag oder Sonntag. Natürlich, es gibt eine Bereicherung, weil diese Leute, natürlich, es gehört auch zur Tradition, die Kirche jeden Sonntag zu besuchen, mehr oder weniger wie eine Pflicht. Oder? Und darum kommen sie gerne. Aber das heißt nicht, weil ich habe das mitbekommen und habe gehört, viele Orten, die katholische Kirche, die Schweiz oder Bistum Basel ist mehr lebendiger, weil die Migranten da sind. Ja, es ist gut, dass die Migranten, dass wir hier sind. Aber das heißt nicht, dass die Leute, die hier sind, wirklich sind tot oder sie gehen nicht mehr in die Kirche. Viele von diesen Pfarreien oder Pastoralräumen sind durch den Kirchengemeinden, ihre eigenen heimischen Katholischen, geführt worden. Und das ist die Realität. Also, und das muss man auch so sagen, eine Miteinander ist, was ist da, und auch, es gibt ein Nebeneinander. Aber es ist gut und wir sind dankbar. Aber es ist nicht 100% wahr, dass die katholische Kirche lebt nur einfach aus der Erfahrung oder nur einfach aus der Lebendigkeit von den Kirchenbesuchen von den Immigranten. Zum Beispiel in Zuchwil am Sonntag, es gibt viele Heimische, die gekommen sind. Im Durchschnitt haben wir pro Sonntag 120 bis zum Beispiel 200 Personen in die Kirche am Sonntag. Und das ist nicht nur einfach die Immigranten, die gekommen sind und so weiter. Weil am Abend haben sie ihre eigenen Gottesdienst. Also um 10 Uhr ist die Kirche erfüllt nur einfach von den Leuten, die Heimische sind. Und bin ich sehr dankbar dafür. Stefan Moll, das Bild, das wir von Ihnen gesehen haben mit den Kindern, lässt fast den Schluss zu, dass Ihr Nachwuchs sich vornehmlich aus Migrantinnen und Migranten rekrutiert. Also die beiden Schweizer Kinder, die sind sehr gut integriert von den anderen. Das geht gut, ja. Also wir haben gar keine Kinder, als ich angefangen habe, und wir sind sehr glücklich, dass Kinder kommen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, ohne Kinder kann man einfach fast nicht glauben. Wir haben verschiedene, diverse, große Entwicklungen, was die Religionslandschaft in der Schweiz anbelangt. Samuel Behlul, der Fachleiter für das Christentum im Zürcher Institut für interreligiösen Dialog, sagt, es sei historisch eine bisher einmalige Situation, dass wir eine so große Dynamik und eine so große Vielfalt, christliche Vielfalt,
haben. Das birgt Chancen, das birgt Konflikte. Wie sehen Sie da die Weiterentwicklung für die Schweiz? Also ich sehe sehr viele Chancen, weil wenn wir jetzt die Zahlen der Großkirchen anschauen, sieht es schon ein bisschen desolat aus. Obschon es natürlich regional und lokal auch sehr lebendige Gemeinden und Gemeinschaften gibt. Und die Migranten, Migrantinnen kommen mit einem anderen religiösen Selbstverständnis in die Schweiz. Sie leben ihren Glauben auch im Alltag eher ausgeprägter als wir Schweizer. Wir machen das im Privaten und in der Freizeit und dann hat das nichts mit dem Beruf zu tun oder mit der Freizeit. Da gibt es schon Veränderungen und dass man da voneinander profitieren kann und lernen kann und vielleicht auch miteinander neue Formen des Glaubens ausprobieren kann, sehe ich schon. Aber es geht eben auch nicht ohne Irritationen, weil Prägungen sind da auf beiden Seiten und Routinen sind da auf beiden Seiten und ein Miteinander ist nicht eine Nivellierung auf eine Suppe, sondern da gibt es weiterhin unterschiedliche Ausprägungen, auch unterschiedliche Sozialformen sollen möglich sein. Und wie man das miteinander aushandelt, dann auch noch mit den verfügbaren Ressourcen, sei es personell oder finanziell, da ist man auf dem Weg. Aber ich sehe da große Chancen, dass man da jetzt nicht die Leute einverleiben muss, um dann wieder Mitglieder zu haben und Wachstum zu haben oder eine Verjüngung der Struktur, sondern um das eigene auch im Spiegel des anderen zu reflektieren und sich auf einen Lernprozess einzulassen. Beide Seiten. In Ihrer Kirche, Herr Kolodoye, ist aber doch auch eine gewisse Tradition da, sozusagen die Reinheit der Lehre und der Praxis auch zu bewahren. Ist da nicht auch gewissermaßen in dieser großen Dynamik und Vielfalt eine Gefahr, dass beim Zulassen aller möglichen Riten, die dann aber immer noch als katholisch gelten, dass es doch irgendwo auch ein Zerfleddern, ein Auflösen des eigentlichen katholischen Verständnisses gibt? Nein, ich glaube nicht. Ich sehe wirklich eine Chance hier, wo die Leute, die hier sind, eigentlich mit all dieser Offenheit miteinander zusammenkommen, haben sie nur einfach etwas von den Ausländern eigentlich gewonnen, um auf einem guten Fundament etwas aufzubauen und wirklich eine wunderbare Struktur darauf aufzubauen. Dass die reine katholische Kirche rausgeht oder der Glauben irgendwie fließt raus und so weiter, sehe ich nicht. Ich sehe im Gegenteil eine wunderbare Möglichkeit, dass, wie Frau Baumann gesagt hat, vielleicht kommt in die Zukunft eine neue Struktur, wo man kann diese Sache noch einmal irgendwo aufstocken und aufbauen. Gut, das nehmen wir gerne als Schlusswort. Wir sind bereits am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren. Danke vielmals. Danke vielmals. Hier geht es nun weiter mit Sport. Doch halt, zappen Sie nicht weg, es erwartet Sie keine Live-Übertragung eines Rennens oder eines Spiels. Mein Kollege Wolfram Eilenberger geht in der Sternstunde Philosophie vielmehr der Frage nach, was Sport mit Lebensglück zu tun hat und wo er zum Unglück beiträgt. Bei ihm zu Gast ist unter anderem Dominique Gysin, Abfahrts-Olympiasiegerin von 2014. Ihnen daheim einen schönen Sonntag.